Herzlich willkommen zur Early Access Version von Pioneers of Pagonia. Wir freuen uns, dass du hier bist. Ja, und ich freue mich natürlich auch, dass ihr alle mit dabei seid. Beim Spielen von Pagonia können dir, also Pioneers of Pagonia natürlich, können dir manche Features fehlen oder Bugs und Abstürze begegnen. Gut, seien wir ehrlich, es ist eine Early Access Version, liegt das eigentlich auf der Hand, dass es passieren kann. Gerade Bugs oder fehlende Features, das lässt sich nicht irgendwie verhindern. Komm gerne auf unseren Discord oder in den Steam-Community vorbei, um uns solche Dinge zu melden. Lass uns da doch gerne wissen, was du allgemein von Pagonia hältst. Das Feedback unserer Community ist unentbehrlich und hilft uns, die bestmögliche Version von Pioneers of Pagonia zu machen. Also nicht schüchtern, sondern komm vorbei. Danke, viel Spaß, dein Pioneers of Pagonia Team. Vielen, vielen Dank. Ja, seien wir ehrlich, also ich fand schon von der Beta her ist es um einiges besser geworden, flüssiger und mehr das, was ich eigentlich von so einem Spiel erwarte, als Siedler 8. Naja, sei es drum. So, das Menü kennen wir einigermaßen. Gucken wir ganz kurz in Optionen, ob man irgendwas einstellen muss oder so. Ein paar Dinge haben wir schon gemacht eigentlich. Mal so ein bisschen zum Testen. Ja, zum Testen. Ich wollte eigentlich ein bisschen früher loslegen mit dem Spiel, aber leider hat mir da mein Rechner, macht da gerade ein bisschen Strich durch die Rechnung und so. Der hat da irgendwie plötzlich Probleme mit Steam bekommen, warum auch immer. Und mittlerweile soll es wieder gehen. Ich hoffe zumindest mal fürs Erste, aber auch eh bald 9. Aber egal. Darum soll es nicht gehen, Freunde. Es geht um das Let's Play zu Pioneers of Pagonia. Denk mal loslegen. Groß Quatsch kann ich später noch. Waren wir alles? Sieht ein bisschen anders aus. Gefährliche Hügel. Diese Insel voller Gefahren für erfahrene Pioniere. Verborgene Gefahren. Erobere Karten, in denen du alle Feinde besiegst. Aber pass auf, nicht alle von ihnen sind das, was du erwartest. Das sind geisternde Marsmännchen, bin ich ganz sicher. Hinterland. Die pagonischen Dörfer, die Insel benötigen deine Hilfe. Jo. Trügerische Küste. Vor den Team Banditen in Nacht. Freundliche Wälder. Einwohner an. Einsteigerkarte. Das klingt immer gut. Vor allem in neuen Spielen. Die Einsteiger... Oh, das ging jetzt aber schnell. Lecco mio, hey. Ja, ein bisschen Wuselfaktor. Bin ich schon mal sehr, sehr dafür und auch schon sehr darauf gespannt. Wenn es hier die Early Access Version daherkommt, mit den ganzen Features, wie es vorhin schon erwähnt wurde. Natürlich auch mit den fehlenden Features, die dann später dazukommen. Und ja, vor allem deswegen auch Bock drauf, weil es wieder ein bisschen was anderes ist, als auch sonst so zocken. Ne? Ich meine, generell sage ich eigentlich eher so Anno-Spiele und Anno, gar keine Frage, sind geile Titel, also die meisten zumindest. Bis auf die Zukunftsdinger. Nein, generell sind es coole Dinger, nur das Problem ist halt, ist manchmal dann so erschlagen vom Inhalt und weiß nicht mehr, was A und B passiert. Und wenn du C auswählst, nachher ist Y plötzlich auch alles Marsch und ja, also es ist wirklich alles sind noch gewaltig. Was ist denn hier los? Und deswegen wieder auf ein, ja, ich sag jetzt mal ein nettes kleines Abenteuer, vor allem kein Endlosspiel, sondern auch ja, Szenarien oder solche Inselgänge, wo du weißt, hey, du spielst da ein paar Stunden und nachher bist du durch. Und dann machst du das nächste. So was in der Art. Ein bisschen was Neues bin ich schon mal, also ein bisschen was Neues. Also wir schon länger nicht mehr, sag ich mal so. Deswegen freue ich mich schon sehr darauf. Also, wir haben ja Aufgaben. Expansion. Bau Entdeckerposten. Baue einen Entdeckerposten nahe der Inlandsgrenze, um unbekanntes Gebiet zu entdecken. Na gut, geht wohl darum. Die Frage ist hier drüber oder hier drüber. Das ist eher gesagt, vielleicht hier ein Entdeckerposten. Noch hier unten. Entdeckerposten. Icons sind neu. Immer schön hier anpassen, wa? Oh, war ich nicht? Komm, mach's mal so. Nicht mit Straße verbunden. Ja, Straße, Wege sind sehr wichtig. Da kommen schon ein paar und Planierer sind am Arbeiten. Wunderbar. Wunderbar. Ich will hier bei Pioneers of Pagonia auch ein bisschen darauf achten, dass ich nicht mein bekanntes Muster, wie ich es sonst bei Anno immer habe, mache. Sprich, so meine Vierecke baue, alles irgendwie, muss immer alles schön aufgehen, alles schön mit den Straßen verbunden sein und so. Also dort, was nötig ist, schon. Aber dass ich vielleicht auch mal
bisschen, vielleicht sogar Kreiswege machen oder so, mal ein bisschen was anderes auch versuchen. Ich meine, nichts gegen schöne Vierecke, wo immer alles passt und so, aber ja, muss ja nicht immer sein, wa? So, ich gucke mal ganz kurz, ob irgendwie, wie war es denn in der Steuerung schon wieder? Pfeiltasten, das ist klar. Wie ging denn das mit der Ding schon wieder, mit der Kamera? Welche bekannte Shortcuts? Ah. Home, Sweet Home. Der Home-Taste also raus. Da kommt schon den nächsten. Baustellenträger. Zum der Kameraführung. Alles klar. Machen wir, Freunde, machen wir. Mal gucken, kann ich irgendwie einen Speed einstellen? Ich hatte den plus 1, was machen der? Oh. Nein. Hä? Ah, hier. Das habe ich einfach um 5-fache Geschwindigkeit, mehr nicht. Das mal eins irritieren, was soll denn das bringen? Egal. Oh, ein kleiner Hoppelhase. Hase. Ich mag Hasen. Da kommt sogar ein zweiter. Und ein dritter. Oh, das ist ein niedriger Hoppelhase. Egal. Personal ist auf dem Weg. Also noch ganz kurz dazu noch erwähnen sollte, es ist so, wie der Entwickler Volker Wertig und sein Team ja auch schon erklärt haben, dass sie jetzt nicht gerade bei dem Spiel groß auch Wert gelegt haben auf irgendwie Kampagnen und so, so mehr darum gehen, dass man eben auch die ganze Welt selbst ein bisschen entdecken kann und ja, das so ein bisschen Wuselfaktor für sich entdecken kann. Wäre auch so, da gerade beim Release Day auf Steam mal ein bisschen geguckt, wie es mit den Wertungen so aussieht und auch schon gesehen, wegen, ja, schon ein paar Kommentare wegen, ja, keine Kampagne, scheiße und so, wo ich mir dachte, ja, wenn das von Anfang an schon erwähnt hat, dass es nicht so ist, naja, ja, klar kann man von fehlenden Features und so reden, aber ich meine, das ist das erste Spiel dieser Art, ne? Es sagt ja keiner, so was vielleicht nochmal noch kommen könnte. Sei es als DLC, als Erweiterung oder eben, weil dieser Early Access, da kann noch vieles passieren. Oder sei es, kann ich es irgendwie losschicken oder so. Oder sei es, vielleicht sogar ein Nachfolger. Mein klar ist noch viel zu viel darüber zu reden, das ist natürlich völlig verständlich, aber es sagt ja keiner, dass ein Pioneers of Pagonia 2 ja völlig ausgeschlossen wäre. Oder was anderes, kann ein komplett anderer Name sein. So, Entdeckerpass, wir kommen zurück zum Spiel selber. 2000 Entdeckern, die mit Rationen auf Reisen in ein unbekanntes Gebiet zu entdecken, natürlich keine Ration dabei, war. Da haben die noch welche? Das war so ein Ding in der Beta, das ich nicht ganz so verstanden habe mit den Rationen. Das wird jetzt so vielleicht ein bisschen klarer werden. Sehe ich jetzt gerade, das finde ich natürlich interessant hier. Dass ich jetzt zum Beispiel jetzt in der Items-Fahrer auch gerade sehe, welche verfügbar und welche schon reserviert sind für andere. Das ist natürlich sehr gut. Sinnvoll vor allem. Werkzeug, einen Rucksack dabei. Ration, plus 12, hä? Und da kommt die ja. Da ist eben das, was ich halt an solchen Spielen so liebe. Frei nach dem Prinzip, you see what you get. Also du siehst wirklich auch das, was du nachher hast. Hast nicht irgendwo noch versteckte Items oder irgendwie was du dir irgendwie einfach, was du einfach wissen musst, was du irgendwie aus den Fingern saugen musst. Ein Stein wurde entdeckt, wow. Krass, hat ein Stein entdeckt. Achso, hier. Kohle wurde entdeckt, Stein wurde entdeckt, genau. Kann ich denn, habe ich denn irgendwie was gesehen von den Fokuspunkt setzen? Also kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne einen Fokuspunkt hier hinten, dann geht da hin. Entdeckte Insel. Ja, viel Spaß dabei. So, während er die Insel entdeckt, bauen wir mal noch was anderes. Das heißt, ist auch die Rede von Wachtürmen. Nahe der Inlandsgrenze und ein Gebiet zu erweitern. Die Gebäude zählen für das Ziel Wachturm und Garnison. Okay.
Gut, ich meine, macht er, denke ich mal, hier oben einen. Und ich mache hier noch einen. Kann ich jetzt... Da ging er schon wieder. Genau, rechts herum. Rechts herum wird ein Schuh draus. Kupferkommo entdeckt. Sehr gut. Die Musik ist momentan noch nicht so viel los, wa? Also eher ruhig, würde ich jetzt mal sagen. Bisher zumindest. Vielleicht muss ich doch, ich habe zwar vorhin die runtergeschraubt, aber vielleicht darf ich da zurückdrehen. So. Und mal ein bisschen Speed. Sonst Material müsste vorerst noch ein bisschen was haben, ne? Quasi wie man so kennt, so das Startkapital, mehr oder weniger. Ja, also unser Pionier ist schnell unterwegs. Der Neckarposten. Halleluja, ey. Er ist auch fix unterwegs, ey. Ach, hier sind die Rationen, jetzt sehe ich es erst. Gut, ich werde das Gefühl nicht los, dass die Insel bald naja, schon mal leer ist. Guck mal nach hier hinten, wenn man mal interessiert, was dort so abgeht. Oh. Personal ist unterwegs. Das klingt schon mal sehr erfreulich. Kommen die dann schon? Da kommen sie schon. Einstellen, über Veteranen machen möchte, normale Wachen, Soldaten etc. etc. Was Draufgänger? Hm. Die braucht es ganz bestimmt. So. Ja, die sind dafür zuständig, dass sie hier mal schön die Grenzsteine wegmachen und da mein Gebiet erweitern. Nimmt Land ein, auf Patrouille. Ach, hier wunderbar, wenn man so schön sieht, da sind die Dinger, die Träger die Grenzsteine liefern. Wobei ich einfach eins nicht verstehe, wenn es schon... Ich meine, wir haben ja schon Grenzsteine hier. Kannst du da einfach irgendwie rausreißen, neue Pflanzen hier drüben? Wäre doch viel einfacher. Gut, wäre natürlich auch viel langweiliger. Dann kannst du dich direkt so gut fragen, wofür brauche ich überhaupt Grenzsteine? Das ist so... Okay, und dann mal ein bisschen Kamerafahrt. Irgendwie finde ich ja schon bei solchen Spielen, im Gegensatz zum Beispiel zu der Anno-Reihe, es ist zwar schon auch eine Art Aufbausimulation, du willst auch entdecken, du willst dies und jenes machen, wenn natürlich auch noch ein bisschen größer werden das Ganze, dann ein bisschen ausgeweitet werden, ganz klar. Aber trotzdem habe ich bei solchen Spielen selten das Gefühl, dass ich irgendwie unter Stress stehe. Oder mir selber Druck machen muss. Liegt vielleicht daran, dass wir jetzt zumindest momentan noch mit feindlichen Kräften noch nicht so viel zu tun haben. Wenn die dann dazukommen, kann es das vielleicht schnell ändern. Ne? So wird das Gefühl aber, oh scheiße, jetzt wird es aber knackig. So. Der Deckerposten entdeckt die Insel, ja. Da sind sie unterwegs. Mit neuen Rationen. Sehr gut, sehr gut. Also Bauer 8 haben wir auch schon. Baue Holzfällerhütten. Baue einen Holzfällerhütten nah an einem Nadelholz, beim Nadelholz, um das Baumaterial zu erhalten. Das sind Nadelholz, Laubholz. Brauchen wir noch Laubholz für irgendwas? Baumaterial herzustellen. Holzwerkstatt. Baue eine Holzwerkstatt, um Holzspeere für das Auslösen von neuen Wachen herzustellen. Na gut. Wir haben noch ein bisschen verfrüht gerade. Hat er gerade... Hä? Hat er gerade einer Hallo geschrien? Ich bin überrascht, dass der Baustellenkenner noch gar nichts kommt.
Also hier noch gar nichts steht, weil bei der Beta war es noch eine der Pflichtaufgaben, aber gut. Das kommt weiter auch noch. Sägewerk. Holz oder Hütte, ein Holzfäller. Da sieht ein Holzfäller gleich aus wie ein Sägewerksarbeiter, naja. Dann baue ich den mal hier hin. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Holz oder Hütte. Dann haben wir gesagt, ein Sägewerk brauchen wir, ist ganz klar. Wie wir aus der Beta noch wissen, kann ich dann, ich hoffe das hier auch noch so, einstellen dann, welche Arten von Holz ich überhaupt brauche, also welche er irgendwie fällen soll, welche er verarbeiten soll. Also der hier fällen und der verarbeiten. Hier habe ich auch einen Focus Point, kann ich den theoretisch noch zu früh war. Nee, dann soll ich jetzt sagen, mach die. Planiere auf dem Weg, genau, wenn zum Beispiel jetzt hier, da heißt Holz an einem Nudelholz, Nudelholz, nein, Nadelholzwahl natürlich. Da soll ich sagen, Feuerholz, Laubholz soll gar nicht machen, sondern nur das. Und dann macht zum Beispiel jetzt nur mal Nadelholzbretter. Schön, schön. Dann, was haben wir sonst noch so? Baue einen Steinbruch. Wow, wäre ein Steinbruch. Wo muss er mir einen Bruch holen? Was mir persönlich ein bisschen fehlt, das kann man direkt mal einbringen als quasi Feature-Wunsch, ist halt jetzt etwas, wo ich irgendwie mit anderen Spielen daherkomme, aber ja, ist halt wie bei anderen Spielen, wo ich dann irgendwie, da kann zum Beispiel sagen, kann ich zeige mir jetzt irgendwie alle Minen an oder zeige mir alle Steinbrüche an. Weil jetzt muss ich halt über die Karte gehen und suchen. Ich denke, okay, das ist Stein, das ist Kohle. Ja, kann man so oder so sehen, ne? Natürlich habe ich hier so ein bisschen mehr, du siehst ja auch an der Farbe, an des Icons, was jetzt da drin ist. Insofern ist es jetzt nicht so schlimm, wenn die ganze Insel aufgedeckt ist, sowieso nicht mehr. Aber wenn du natürlich jetzt sagen kannst, hey, zeig mir alle Steinbrüche oder alle Steine auf, und wenn alles so schön markiert direkt, wäre schon cool, wenn das könnte. Das hätte was für so Entdeckerposten. Entdeckte Insel, der ist noch da hinten unterwegs. Ich gehe jetzt gerne woanders und zwar gehen wir mal hier hin. So ein bisschen weiter weg, aber das wird er schon schaffen. Und noch Grenzsteine, ja, ein paar habe ich noch. Aber der braucht aber lange hier. Also mal gucken, wie lange ich denn überhaupt die Folgen so mache. Aber generell die erste Folge mache eigentlich immer ein bisschen länger. Aber ansonsten habe ich mir eigentlich eher überlegt, im Gegensatz zu früheren oder den aktuellen Let's Plays, besser gesagt, dass ich wieder ein bisschen humaner bin, ne, was die Partlänge betrifft. So 20, 30 Minuten. Muss eigentlich reichen. Zumal das so ein Let's Play sein soll, wo irgendwie gefühlt, ja, würde ich jetzt mal sagen, wieder so. Jetzt habe ich 3 Folgen pro Woche kommen, also wieder so ein Wochenendprojekt im Prinzip, ein bisschen. Wie es auch bei Arno war. Oder ist, eigentlich ist es nicht beendet, ist noch passiert, aber naja. Das hat andere Gründe. Okay, warte mal. Nehmen wir an. Oh, wir haben noch. Nadelholzstamm. Weiß gar nichts. Lustig. Also, Nadelholzstamm ist für den reserviert, damit er nachher Balken daraus machen kann. Ist ja auch hier sehen, oder? Nee, ich habe Stämme hier. Oh, kein Feuerholz. Ah, okay. Gut, gut. Also die beiden hätten wir gemacht. Dann baue Steinbruch, da bin ich schon wieder dran. Steinbruch, ja gut. Das sie hinten macht, ist glaube ich klar. Kann man so ein Baustellencamp machen, ja, haben wir damals auch gemacht. Finde ich halt noch etwas Sinnvolles. Machen wir hier, komm. So, und dann haben wir hier Stein. Ich rede jetzt nur vom Steinbruch und in den Steinmetz kommt dann noch 2 Stück vom Steinmetz, okay. Ja, warum auch nicht? Aber ein bisschen schräger. So.
Hier habe ich ja sehr viel Stein. Ja, ist natürlich auch eben, wie es schon vorhin stand, eine eher einsteigerfreundliche Insel. Ja, sehr viel Himbeeren und so. Also, das kommt gut. So, dann haben wir also. Den Steinbruch. Ich denke mal, ich kann ich an der Stelle schon mal sagen, ich habe auch nicht das Gefühl, dass jetzt Pirates of Pagonia so ein Spiel ist, was ähnlich wie bei Anno in so einer Art Endlos-Ding sein ist, wo ich mir jetzt irgendwie sage, hey, jetzt ich mache ein Tutorial oder ein von den Karten, die man am Anfang gesehen hat, nach der anderen und nachher irgendwie doch in eine Karte, ein Endlos-Szenario bis zum geht nicht mehr, sondern ich werde das schon natürlich so kompakt machen und sagen, jetzt mache ich mal die Karte, jetzt mache ich die Karte. Aber kann natürlich auch sein, dass ich nach einer Karte so sage, so, bevor ich jetzt die nächste mache, machen wir mal ein bisschen Pause. Also kann auch so ein Ongoing-Projekt, kann man fast schon sagen, sein. Also eins, wo ich jetzt nicht irgendwie alles auf einmal machen will, sondern ja sagen, jetzt machen wir ein paar Wochen Pause, kommt was anderes und ich warte mal, bis neue Features dazukommen. Sowas in der Art. Grenzsteine. Lauter Grenzsteine. Was will ich nur mit diesen Grenzsteinen machen, wa? Und meinen Brausenfüller, weil sonst komme ich auch hier an die Kohle und so nicht ran. Also wäre vielleicht mal eine Idee, wa? Dass ich einen Fokuspoint hier drüben setze. Und sage, yo Leute, hier hinten ist zwar cool, aber jetzt bitte da drüben, weil sonst komme ich hier nicht mehr an die Materialien ran. Wenn ich mal brauche. Baue eine Holzwerkstatt. Nee, so ein Sägewerk. Das ist die Holzwerkstatt. Die Holzwerkstatt. Waffen so zelebrieren. Ich fange eigentlich hier an, ne? Dann würde ich eigentlich eher vielleicht sogar hier machen. Was steht denn eigentlich hier drauf? Eine Holzwerkstatt, eine Holzspeere aus, um neuen Wachen herzustellen. Das sind die Holzspeere. Kann ich ja sagen, theoretisch mache ich einfach unendlich viele. Dann machen wir 10 für den Anfang. Ah, ich glaube schon. So. So, warte mal. Steinbruch. Steine. Aber noch ohne Kalksteine. Auch hier Werksteine, Grenzsteine. Und auch so, der eine soll das machen, dann das andere. Aber Grenzsteine, das wissen wir ja. Warte mal. Hier, verfügbar, reserviert. Oh, war ja schon sehr viel. Ja, schon wieder mit. Ah ne, im Grenzstein machst du ja auch aus Steine. Okay, das war nicht für den Kalkstein oder so, war was anderes gedacht. Gut, wenn ich das irgendwie ein Durcheinander bekomme. Dann passt das so. Also Holzschlagherstellung ist gerade dabei. Steinbruch haben wir. Steinmetzen ist auch dran. Yeah, genau. Sehr gut. Stärkungsmahlzeiten. Oh, die brauchen Ration zum Arbeiten. Okay. Das ist noch gut zu wissen, wa? Aber wisst ihr was? Wir haben noch 30 Grenzsteine. Die Ration jetzt auch ein bisschen haushalten. Ich pausiere die mal. Weil sie haben jetzt hier ein bisschen weiter, das ist schön und gut. Ich habe jetzt auch Zugriff auf die Kohle. Passe mich eigentlich vorerst. Also haben wir das alles gemacht. Baustellencamp ist auch schon da. Baue einen Baustellen. Was? Baue einen Baustellencamp. Soll das heißen, baue ein Baustellencamp dort? Naja, wo mehr Gebäude planst.
Baustellencamps im Wohnort von Planieren, Zimmern und Baustellenträgern. Sind in Laufwegen und platziert werden. Ja, macht Sinn. Dem ist eigentlich ja mal auch noch mal eins machen, aber naja. Alles nach und nach, nicht wahr? So. Hätten wir das. Baue Steinbruch, also soll 2 machen. Ein steiniger Steinbruch, wa? Du musst gegebenenfalls dein Gebiet erweitern. Dann haben wir Kalksteine. Die kann ich aber noch nicht abbauen. Ich nehme, dann brauchen wir aber auch schon bald. Okay, okay. Wo habe ich denn den anderen? Der war hier unten, war. Die sind noch fleißig mal erkunden, war. Gut, Leute, wisst ihr was? Dann könnt ihr mal pausieren, weil das reicht fürs erste Mal. Also hier noch. Ah, Werkstein. Werkstein, Werkstein. Alles muss verstärkt sein. Dann muss der doch nochmal los. Aber nicht hier drüben. Gerne hier hinten, weil ich hätte gerne Kalkstein, den ich abbauen kann. Gut, ein Steinbruch. Ah, das ist mit der Steinmühle gewesen. Okay, okay. Mein Fehler. Nein. So ein bisschen für mich ein bisschen verwirrend, wieso das unter Bergbau, so Silbertage, oder Eisentagebau, Kohlebergbau und so ist. Weil ich meine, rein nach optisch sehen ja Kohle, Stein und so, sehen einfach alle gleich aus. Nicht so, dass das Kohle irgendwie unter Berge selber ist oder so. Das ist ein bisschen verwirrend, wieso Dinge jetzt hier sind und die hier. Aber vielleicht hat das mit dem künftigen Update zu tun. Vielleicht wird das noch irgendwie ein bisschen künftig anders gehandhabt. Das könnte sein. So, dann haben wir schon mal ein Problemchen. Da will ich eigentlich ungern hin. Natürlich nicht mit dem zweiten gerechnet. Na gut, da muss der halt hier hin. Hilft nichts. Dann ein Forsthaus, einen abgeholzten Wald wieder aufzuforsten und einen neuen Wald anzulegen. Warenausganglager ist voll. Wir sind zu viel abgeholzt, wa? Schade, schade. Was ist denn hier eigentlich los? Die Holzwerkstatt. Naja. Warte mal. Ist er dran? Steinbruch auch. Forsthaus, genau. Mal gucken. Ja, warum nicht? Komm. Dann baue Steinmetz. Grenzwerkstatt zu beschleunigen. Na gut. Ja, da könnt ihr beides machen. Das passt dann schon. Okay. Erstmal nur Grenzstein, dann gerade ein bisschen weniger davon habe. Gut. Bei Werkstein haben wir auch nicht so viel. Also Steinmetz ist dabei. Bauen noch ein Sägeholzding. Ja, ja. Das ist schon so weit hier. Die sind so weit ausgebaut. Da heißt, ich kann jetzt den eigentlich wieder abholzen. Abreißen. Den Weg hier ein bisschen verlängern. Und dann hier wiederum nochmal so einen Wachturm zu bauen.
Dann könnte man eigentlich auch so ein Baustellencamp hier drüben machen. Die Kopierfunktion gibt es noch nicht, wa? Weil er sagen kann, ey, duplizieren wir das Gebäude. Nein, das ist ein Sägewerk. Sägewerk, Sägewerk. Wo bist du, mein Sägewerk? Hier bist du. So, wenn man das auch. Was will man noch? Eine Militärakademie. Also will aber lang, jetzt übertreibt es aber langsam, ne? Moment, erstmal alte Gebäude bauen, die wir so haben, ne? Und dann mal weiter gucken. Ja, gut. Ja, also sind so Hinweise, okay, wie kann man nehmen, war aber irgendwie schon abzusehen, dass es so funktionieren wird. Warte mal, Entdeckerposten. Gebäude deaktiviert. Generation war deswegen, aber gesagt, ja, erstmal deaktivieren, erstmal weiter gucken hier. Du kannst wieder eingeschaltet werden. In den Focus Point hier oben, weil die muss ja da oben weitermachen. So. Kann der mal pausieren. Gut, dann noch ein bisschen aufs Beat gehen, damit ich dann hier ein bisschen weitermachen kann. Ah, jetzt, okay. Kannst du eigentlich hier, komm, wir holen den Rest auch mal ab. Wir haben ein Forsthaus, das passt soweit auch. Weil noch nicht ganz genau weiß, wie denn der die Dinge überhaupt pflanzt. Wieso liegt hier einfach Grenzsteine rum? Wer hat hier die Grenzsteine fallen lassen? Wer war das? So ein Unmensch. Grenzsteine sind doch so wertvoll. So selten. Also gut, selten nicht, aber brauchst halt immer. Ja, ich finde, es hat was, wenn man sich vor allem nach einem anstrengenden Tag einfach mal ein bisschen zurücklehnen kann und anderen bei der Arbeit beobachten kann. Daraufhin ein Schluck. Prost. Also ein Schluck Wasser natürlich, ne, ist klar. Ja, die machen gute Arbeit, ne? Da kann man nicht meckern jetzt, die machen das schon. Ist ein schnelles Rad. Eieiei. Aber ganz ehrlich, da muss er einfach nur einmal ein bisschen, ich wollte gerade sagen, er wirft das Teil zum Glück. Nur einmal einen kleinen Zentimeter, ein bisschen zu weit links und rechts und der Arm ist ab. Das wäre schade. Was haben wir sonst noch so? Militärakademie, Nahrung und Bauwesen, baue Brunnen. Okay. Was sind eigentlich die Bedingungen? Ja gut. Entdecken genießt die Insel ganz an deinen Wünschen. Das macht irgendwie Sinn. Eine Militärakademie. Huch. Also keine Garnison, auch kein Militärcamp gemeint? Nee, nee. Ist das hier drüben oder was? Lagerschatz kann man sagen, Handelsposten. Ah, hier. Bildet und stattet militärische Einheiten aus.
Ah ne, kann gar nicht gehen. Das kann ja gar nicht funktionieren. So, das ist immer die Holzwerkstatt für was das Material? Die Holzspeere. Laubholzbrett. Ja gut, ich stelle keine her, wa? Deswegen ein bisschen doof der Brunnen. Bau einen Brunnen, um sicherzustellen, dass ein Förster was für die Setzlinge hält, an dem dann einfach das Wasservorrat aufgebraucht ist. Brunnen können nicht auf trockenem Untergrund platziert werden. Ah, hier der Förster, der hat sonst ein bisschen Probleme. Das macht Sinn. Haben wir noch ein bisschen Wasser übrig? Ja, ja toll. Okay, der Brunnen muss her. Der Brunnen muss her. Ist das Nahrung vielleicht? Ja, es gibt ja Markbrunnen, also was anderes. Okay, okay. Schatzkammer, naja. Muss eigentlich mal noch gemacht werden. Weberei, Schneiderei, Münzprägerei. Nee. Wo ist der? Baue Brunnen. Brunnenmeister sammeln was zum Kochen, Backen und für den Pflanzenanbau. Ein Brunnenmeister. Meisterin, ne, in dem Fall. Ich meine, es ist ein schöner Platz. Die Frage ist nur, reicht die Reichweite oder kommt der bis dahin oder man sich eher so, nee. Seilbauer dafür auch noch. Mann. Bevölkerung, Wohnhäuser bauen, Gildenhäuser bauen, Nahrung. Da ist einiges zu tun, Freunde. Da gibt es noch einiges zu tun, zumindest auf der Map jetzt. Und natürlich ist es so, je nachdem, welche Map wir uns so haben, werden natürlich auch neue Dinge machen, wie so jetzt der Stau. Wollen die alle einziehen oder was? Stau und stockender Verkehr auf folgenden Strecken. A1 vom Schiff bis zum Militärakademie. Jetzt mal ernsthaft, warum hat sie ja... Ich wollte gerade schön die Folge beenden und plötzlich machen die hier einfach mal Stau. Wollen sie einen Kreisverkehr einbauen oder was? Weißt du, diejenigen, die hier hin müssen und diejenigen, die da hin müssen, die können einfach mal ein paar überholen oder so. Aber ne, die sind natürlich so sozial, die stellen sich alle schön in einer Reihe auf, in Reihe und Glied. Denken sich, ja, ich habe die Zeit, ja. Und wisst ihr was? Damit hat er auch vollkommen recht. So, jetzt gehen sie schön weiter. Wieder Stau. Ich meine, sowas würdest du doch in der heutigen Zeit gar nicht sehen. Also im Real Life meine ich jetzt. Da würde dem sagen, geht mal aus dem Weg, du Arsch, oder du kriegst meinen Holzbalken in Schelle gezogen. Vor allem zur Weihnachtszeit, wo alle gestresst sind. Dabei ist es ja eigentlich das Fest der Liebe. Naja, schon. Aber es ist vor allem auch, dass, ich sage jetzt mal, die Zeit, wo man sich eigentlich auch ein bisschen auf sich selber besinnen soll, ein bisschen reflektieren soll, abschalten kann, es gemütlicher nehmen kann, ne, sag es mal so. Na, das wird schon, Freunde, das wird schon. Ich sage jetzt aber, glaube ich, trotzdem mal, währenddem hier die Akademie gerade fertig gebaut wird, vielen Dank fürs Zusehen soweit, also fürs Zusehen dieses Let's Plays, den ersten Part. Ich hoffe, ihr seid auch weiterhin mit dabei. Gerade die ersten 3 Folgen hatte ich jetzt eigentlich, beziehungsweise sogar 4 Folgen eigentlich eher direkt zu Release, mehr oder weniger geplant, also in den ersten 4 Tagen nach Release. Ich muss das ein bisschen umkrempeln, jetzt werden, glaube ich, die ersten 3 Parts einfach über Weihnachten kommen. Und dann ist eigentlich, wie gesagt, der Plan, das ein Wochenendprojekt daraus zu machen, von Freitag bis Sonntag jeweils eine Folge. Und eben, wir gucken mal, wie lange es so dauert. Quasi ähnlich wie bei anderen Let's Plays, so staffelmäßig machen. Oder sag mal sagen, ich gucke jetzt einfach mal, wie lange es auch mit aktuellen Versionen und so weitergeht. Und wir quasi eine zweite Staffel dann starten würden, wenn es die nächsten weiteren coolen Features gibt. Aber natürlich, bis dahin haben wir noch viel zu tun, die ganzen anderen Maps und so. Also ich werde auch schon noch ein bisschen was entdecken. Ein bisschen was pionieren und ein bisschen was siedeln, bevor wir da in die Pause gehen. Ne? Das ist schon klar. Heißt Pause. Bevor ich halt da irgendwie auf die Idee komme, auf den ersten großen Updates zu warten.
Na, komm schon. 1% nehmen wir jetzt noch mit für die Folge. Perfekt. Der Brunnen. Was? Was ist jetzt los? Kann ich nicht arbeiten. Personal unter... Die springen aus dem Brunnen raus. Ah, die Pioniere hier sind Zwerge. Die werden direkt aus dem Boden herausgeboren. Oder Schlümpfe. Ne, warte mal, Schlümpfe werden ja vom Storch gebracht. Ist egal, ist ein anderes Thema. So, ich soll erstmal Wasser holen und dann vermutlich zu ihm hier bringen, weil da kein Wasser mehr. Kein Wasser im Anbau verfügbar. Bin auch schon gespannt, ob das wirklich so funktioniert, wie man das gerade vorstellt, oder wie das anders funktionieren soll. Wir werden es sehen. Und auch nicht, weil sie stellt es einfach ab, aber egal. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal zurück bei Pioneers of Pagonia im Early Access. Bis dahin, ciao zusammen.